Werk hier wie, wo Zachäus Frère in Jesus Christus fängt. Wie es Jesus an seine Sünden vergeben hat. Aber nicht alle Juden wollen Jesus sein. Zachäus will unbedingt Jesus sein. Viele Juden wollen nicht einmal seine Lehre hören. Die wollen nicht einmal von ihm hören, die wollen ihm nicht sein, die wollen nicht von ihm hören, die wollen nicht von ihm lehren. Und von der Samarias war wir sein, was ich damit meine. Die Schrift sagt uns, dass Jesus um diese Zeit auch Lazarus vom Tod abwecken deed. Und ich glaube, ich kann die Geschichte gut, wo zwei Schwestern, Maria und Martha, Jesus den nur recht schickten, und das lese ich von Vers 3 von Johannes Kapitel 11. Herr, den du gut bist, ist krank. Und obwohl Jesus diese drei, Martha, Maria und Lazarus, live hat, als Jesus hier, dort Lazarus krank war, ging er fort, ihm zu heilen? Er ging nicht fort. Erst sagt er, ich habe diese drei live. Aber dann sagt er noch, wir wollen noch hier bleiben mit warten. Und Gottes Wort sagt, dass er noch 2 Teile durchgeblieben ist, wo er wieder, ehe er nach Lazarus ging. Noch 2 Teile. Und was glaube ich, woran ist er durchgeblieben? Woran ging er nicht fort? Ja, der will sich offenbaren, nicht? Dass er die Kraft hat. Was wird er mit Lazarus tun? Ja, vom Tod, nicht? Er will haben, dass Lazarus sterben soll. So dass er durch Gottes Kraft vom Tod abweichen kann und durch Gott verherrlichen kann. Und in unserem Text lesen wir in Vers 45, und viele von den Juden, die gekommen wären, um Maria zu besiegen, als sie sahen, was Jesus tat, glaubten an ihm. Wer weiß, wie viel der wir hier all dort, Lazarus? Feier der. So, er kam 2 der Lut, und dort sagt uns, würde er gestorben sein? Ja, right? Wenn er all 4 der dort wäre, er kam 2 der Lut, der würde all dann wenigstens 2 der dort gewesen sein, als wenn Jesus kurz gingen wir. Aber der wir all 4 der dort. Und viele Juden glaubten an Jesus, wie sie sagen, wo Jesus Lazarus vom Tod abweichen deed. Und dann lesen wir in Vers 46 bis 48, über einige gingen und vertalten die Pharisäer, was Jesus getan hat, und dann sammelten die hohen Priester und die Pharisäer ihren Rat und sagten, was soll wir tun? Des Mann det viel Wundertekens. Wenn wir dem hier mal tachluten, wird alle Mann an ihm glauben. Und dann, als sie taub wären, versuchten sie, einen Plan auszudenken, wo sie Jesus anbringen können. Und dann redet Kaiphas, der dort der hohe Priester wird an. Und das sind seine Wert. Kaiphas seine Wert, die wir von der mit Gottes Halb siegen wollen. So, wenn wir nu Verse 48 bis 50 noch einmal lesen. Johannes Kapitel 11, Verse 48 bis 50. Die Juden sehen, wenn wir dem hier mal tachluten, dann wird allemann an glauben. Und dann wollen die Römer kommen in ans Land und Lied wegnehmen. Und Kaiphas, einer von an, der dort ja hohe Priester wir sehte an, die wollten überhaupt nicht. Und die denken auch nicht daran, dass dort für uns besser sein wird, dass ein Mann für das Volk wird sterben, als wenn das ganze Volk wird zugrunde gehen. Was hat er hier gemeint? Woran sieht Kaiphas das? Well, das sind wenigstens 2 Hauptgründe, woran er das zeigt. Erstens, weil die Juden Angst hatten. Die Juden hatten Angst. Was von diesen Juden sagen soll, wo Jesus Lazarus von den Tod abwog, obwohl er feiert der all dort war. Über eine steht an Jesus zu glauben, dass er Gottes Sohn ist, gingen sie in den Pharisäer, in die religiösen Lehrer und vertalten an das alles. Die hatten an ihm getadelt. Woran denkt sie ein Wunder Gottes tat? Und als sie hörten, was Jesus tat, hatten sie Angst. Sie hatten Angst, weil sie sagen, wo immer mehr Menschen Jesus annehmen.
Wo diese Gruppe, wat Jesus lief hadden en am hingeron gingen, immer waren wosendheid, immer grater was. Und die hatten Angst. Ein Bibelforscher erklärt, dass die auch von der Römer Angst hatten. Er sagt, die religiösen Lehrer wussten, dass wenn sie nicht Jesus anbrachten, dann würden die Römer sich über die Juden euren in Antifried wollen. Rom gab den Juden Wasser Freiheiten, solange dass sie ruhig und gehorsam bleiben. Jesus seine Wunder hatten vielen Menschen abgeregt. Die Lehrer hatten Angst, dass die angewünschte Aufmerksamkeit von Rom ab sich bringen wird. Und deswegen sage ich Kaiphas, dass das für uns besser sein wird, dass ein Mann für das Volk wird sterben, als wenn das ganze Volk wird zugrunde gehen. So Kaiphas hat hier die Juden gemeint. Er will nicht haben, dass das ganze System zugrunde gehen soll. Die Juden denken wir menschlich. Obwohl das wir in der jährlichen Lehrer am Land, wo sie hier denken, dann, das sei menschlich. In Jakobus Kapitel 3, Vers 13 bis 16 erklärt Jakobus, was so eine Art Denken ist und von wo es kommt. Er sagt in Jakobus 3, Vers 13 bis 16, es mangt irgendwer Wesen verständig, der soll in seiner guten Wandel wiesen, dass er Wesen und treuhärtig ist. Wenn die über bessere Aufgangs und eigennütziges Streben am Hort haben, dann pocht nicht mit jener Weisheit, wie es dort stammt nicht mit der Wahrheit. So eine Weisheit kommt nicht von Buben, nein, und er sagt, dort stammt von dieser Welt, der ist anjässlich und stammt von Zutun. Wo die Menschen oft janstig und nur sick sind, du hast alles in der Ordnung und du geht dort beist. Und kriegst so wie in die Juden, die werden oft janstig. Er war Jesus. Die wollen ihn nicht annehmen. Dort kommt von ihrer oft ganzen eigennütziges Streben, dass sie sich von Jesus loswerden wollen. Noch ein Schreiber sagt, Kaiphas wird der Förster über die Sadduzäer. Die Sadduzäer waren hochgelehrte, ricke Juden, wie sie zu der ganz höchste Gruppe gehörten, hatten sie viel mit den Römern zu tun. Sie hassten Jesus, wie sie dachten, dass er ihrem wohlhabenden Lebensstil zum Eng bringen würde und wie sein Evangelium nicht zu ihrem Lebensstil passen würde. Und Kaiphas wusste aber nicht, dass sein Plan eigentlich ein Port von Gottes Plan war. Das ist nicht interessant? Wo Menschen, obwohl die ganz menschlich denken, dann Gott kann Menschen ihre Gedanken und Dinge, was wir als Menschen planen, dann nehmen und brücken, um Gottes Willen zu tun und durchzuführen. Er weiß alles. Er sieht alles. Er kennt uns. Er weiß, wann Entscheidungen wir treffen wollen und er wird kriegen dann, wann Entscheidungen wir treffen. Er wird die Entscheidungen brücken, um seinen Willen durchzuführen. Und für uns ist das ein bisschen schwer zu verstehen, wo er das tut. Aber er tut, so schafft er. Diese Juden, die hatten gedacht, wir müssen Jesus anbringen, bis dann kann er seinen Plan nicht durchführen, aber kriegt das hat Gott geplant, dass sie ihn anbringen sollen, so dass er seinen Plan durchführen kann. So denkt Gott. Seine Wege und seine Gedanken sind so viel höher als unsere. Und das ich sage, für uns ist das schwer zu verstehen, wo Gott schaffen wird. Er weiß alles, er kennt alles und seine Wege sind immer vollkommen. Und wie es die Juden oft janstig werden und Angst hatten, dass Jesus ihren maglichen Lebensstil zum Eng bringen wird, versuchten sie, Jesus umzubringen. Aber was klar in unserem Text sein ist, wo viel besser in Herr Gott seine Wege sind und wo seine Gedanken sind, als Menschen ihre. Kaiphas sagt in Vers 50 sagt er zu seinen Mitjuden, und die denken auch nicht daran, dass das für uns besser sein wird, dass ein Mann für das Volk wird sterben, als wenn das ganze Volk wird zugrunde gehen. Und dann sagt die Bibel uns, das seht er nicht aus sich selbst, aber wie es der hohe Priester, wie prophezeit heute mit, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er über die ganze Welt verstreute Gottes Kinder wird taub gebracht worden, um alle eins zu sein. Von dem Tag an planen sie am Tod zu merken. Der Apostel Johannes nimmt Kaiphas seine Wort als Prophezeiung an.
Gott hat ihm als hoher Priester gebraucht, um zu erklären, woran Jesus gekommen wäre. Und woran er sein Leben handeln muss. Obwohl Kaiphas selbst das nicht ganz begreifen kann. Gott hat durch ihn geredet, aber er hat was ganz anderes am sein, als was Gott geplant hat. Das wäre nicht das erste Mal, liebe Geschwister, dass wir in Gottes Wort lesen, wo Gott ungehorsame Menschen brauchen, um seinen Willen zu tun. Denkt wir vielleicht an ein Beispiel, wo Gott sozusagen Herden brauchen, um seinen Willen durchzuführen? Judas, ja. Judas Ischariot, ja. Wo Gott oder Jesus an die Juden ihre Hand geben deit. Und überweit wie dort auch müsste es dort wollen, sei Gott. Habe ich noch eine Beispiel? Wir weiten, wo auch zum Beispiel durch Nebuchadnezzar schaffen da nicht. Wo auch durch Pharao schaffen da nicht. Was die Israeliten noch in Ägypten wären. Was meine ich? In 2. Mose lesen wir, dass als Gott Moses geraubt hat, um die Israeliten aus Ägypten zu bringen, dann sagt er zu Moses in 2. Mose Kapitel 3, Verse 19 und 20. Und ich will diese Verse in 2. Mose für uns lesen, so wer mitlesen will ich erst Verse 19 und 20 lesen in 2. Mose Kapitel 3. 2. Mose 3, Verse 19 und 20. Du so sagt Gott zu Moses, aber ich weiß, dass der ägyptische König Pharao dort nicht Wort luten, nicht bitte, unbedingt macht. Und ich will über meine starke Hand ausstrecken, in die Luten ab Ägypten kommen, mit all meine Wunder, die ich durch da oder down war. Und nur dem wird jünd gehen luten. Und als Bibelleser weit wie Krieg so wird es auch. Obwohl Pharao so viele Wunder Gottes sah, ward sein Hort immer horror gegen Gott. Und dann, als die Ägypter Luther, die Israeliten hängeron kämen, oder Juden, lesen wir, was Gott zu Moses in Kapitel 14, 2. Mose Kapitel 14, Verse 16 und 17 sagt. 2. Mose 14, Verse 16 und 17. Er sagt, heb ihnen stark ab, und lang mit deiner Hand eben dort mehr, und dann wird dort Wute sich teilen, sodass die Israeliten ab 3 Grund wollen kann durch dort mehr gunen. Aber ich will die Ägypter hart anstellen, sodass sie jünd wollen hängeron kommen. Wir losen dort Gott, die Ägypter ihre hart anstellen. Das meint nicht, aber dass die Ägypter nicht mal einen freien Willen haben. Gott hat sich die Ägypter 10-mal durch seine Wunder offenbart. 10-mal. Aber sie haben Gottes Kraft und Autorität immer zu sich gestarrt und ignoriert. Und um besser zu verstehen, woran ihre Horten jedes Mal hart warten, weil wir hat ein Bild betrachten. Wir wollten verschiedene Dinge reagieren unterschiedlich, wann sie heute gemerkt worden, nicht? Was die Dinge, wann sie heute gemerkt worden, dann wollen sie fern Weg. Was wird Weg, wann dort heute gemerkt wird? Plastik, very good. Was noch? Metal, ja. Frühes? Was habe ich für Antworten? Eine Kirche, was weit wie? Sag ich Krieg. Ich muss Krieg und Butter denken. Butter, ja. Verschiedene Dinge wollen Weg, nicht? Verschmalten. Aber was Dinge wollen hart, wenn die heute gemerkt worden, nicht? Hast du nichts dort? Was wird hart, wenn das erst abgewandt wird? Clay. Nicht? Ja. Als Jesus vor Pilatus stand, weit wie was der Pilatus zu ihm sagt, nicht? Redst du
nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Kraft habe, die frei zu looten und zu kreuzigen? Pilatus stand vor Jesus. Jesus sagte ihm, ich sehe die Juden kennen. Jesus sagte ihm, dass ich die Wahrheit sehe. Und da steht Pilatus und sagte ihm, weißt du nicht, wer ich sehe? Die warten mit die Euert, nicht? Ja. Und wir wollen trainen Pilatus Luther gehen. Aber Pharao, wir kriegen so, tiermal kann er sein, dass du ein lebender Gott bist. Mit seinen eigenen Augen sagt er, die 10 Wunder Gottes in Ägypten. Und jedes Mal wird sein Hort hart. Er hat sich über Gott geäußert. Und viele von den Juden über die Sachen dieser Wunder und die glaubten an Gott und die glaubten an Moses. Aber Pharao nicht. Und Gott weiß, wo Pharao eingestellt wird. Er weiß, dass Pharao jedes Mal da worden wird und dass er bloß sich euren looten wird. Und Gott weiß, wo die Ägypter reagieren würden. Dort sei die Israeliten Luther hingeranjagen würden. Kriegen down, wo gefährlich dort können wollen. Die meisten jüdischen Lehrer schwören Kriegs der Ägypter. Sie sagen viele Wunder Gottes. Sie sagen, wo Jesus zum Beispiel Lazarus vom Tod abwürgt. Die sagen, wo blinde Menschen waren jugendlich oder wo kranke Menschen geheilt worden wären von Jesus. All diese Dinge sagen sie von Jesus. Viel mehr als 10 Wunder, aber die nehmen ihn nicht ab. Die werden hart. Die werden Kriegs aus den Ägypter. Die Ägypter, und die Israeliten hingen rund bei Maden am Roten Meer. Und dann 2. Mose 14, Vers 28 sagt, der Herr sagte Moses, streich deine Hand über das Meer, dort das Wutter soll tränen über die Ägypter und ihre Wehrwes und ihre Ritter. Und der Herr mjuk ein eng mit den Ägypter am Meer. Wie es die Ägypter, die Israeliten hingen rundkamen, können Gott die Israeliten aus ihrer Sklaverei raten. Und wie es die Juden Jesus anbrachten, kann Gott Sünder von der aus ihrer Sündensklaverei raten. Obwohl gottlose Menschen proben ihre gottlosen Plans auszuführen, als Gott immer noch tut. Und seine Wege sind so viel besser, liebe Geschwister, und so viel höher als unsere. Gott sagt in Jesaja 54, Verse 8 und 9, ihr denken nicht so, als ich denke, sagt Gott, und jene Wege sind nicht so als meine Wege, sagt der Herr. So viel höher als der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als jene Wege, und als mein Denken als jene Denken. Und der Psalmist sagt wohl ähnlich in Psalm 33, Verse 10 bis 12. Der Herr merkt die Völker ihren Route nicht und merkt die Menschen ihre Plans, dass die nicht ausreichen. Über den Herrn sein Rot bleibt ewig stehen. Und was heu am Hort plant, steht ewig. Sie segend es dort Volk, dort Gott aus ihren Herrn hat, die Menschen, die er sich aus seinem Aufgaut gewählt hat. Und diese wird sollen für uns eine Ermutigung sein. Und kriegen down, was Menschen planen down, oder was sie am Sinn haben zu tun, kann Gott angreifen, wann dort seinen Willen ist. Wenn er sagt, dort ist nu genug, greift er an. Er merkt das anders. Und wenn er nicht angreifen wird, dann weit wie als Kinder Gottes, dass seine Wege nicht unsere Wege sind. Und schließlich zuletzt wird seinen vollkommenen Willen immer getan. Weil wir an Pilatus denken. Sagt Pilatus zu Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Kraft habe, die frei zu looten und zu kreuzigen? Und dann sagt Jesus zu ihm, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die nicht von Buben gegeben worden wäre. Alles, was passiert, muss erst vor Gott kommen. Wenn Gott das zulässt, dass wir durch schwere Zeiten gehen müssen, dann wird er uns helfen, durch die schwere Zeiten zu kommen. Aber wir müssen uns auf Gott verlassen.
wie man am vertrauen. Er sieht, was man mit sich bringen wird. Wie kann das nicht sein? Er sieht, was wir hier am Hortenbahn haben, wo schwer uns das Leben manchmal ist. Er weiß einmal, was uns fehlen wird. Er weiß zum Beispiel die Menschen, er kennt die Menschen, die vielleicht probieren, einmal weiter gegen uns zu schaffen. Er weiß und er sieht und über seinen Willen, was wir tun. Viele Menschen sagen in Hirten, wo Jesus Christus Lazarus vom Tod abwecken deit. Und was die Juden glaubten an Jesus, aber nicht jeder glaubt. Und mir ist das bloß unbegreiflich. Ich kann mich nicht vorstellen, das alles sein zu haben, wo zum Beispiel Lazarus, der wir all feiert, dort. Seine Schwestern, die sagen, oh, Jesus, gut du nicht nennen. Die wird auch stehen. Und Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Und er kam raus. Einer schreibt, obwohl was Juden die Kraft Gottes an Jesus sahen, glaubten nicht alle an ihm. Und nicht bloß dort, sie plunten am Amt zu bringen. Ihre Horten werden so hart, dass sie würden leider Jesus auflehnen und es steht tau geben, dass sie artig werden. Sie müssen sich leider ganz tau und es steht Gottes Kraft. Und wir würden auch sagen können, Gottes Gnut unternehmen. Die haben am so gehasst, dass sie müssen ihre Horten ganz tau. Und dann jedes Mal, wenn Jesus zur Antwort sein würde, dann waren sie bloß Dollar und Horror. Und Kaiphas, der hohe Priester, sagte die Lehrer, dass es für uns besser sein würde, dass ein Mann für das Volk wird sterben, als wenn das ganze Volk wird zur Grund gehen. Und mit seinen wird fangen die Juden an, Jesus oder zu planen, wo sie Jesus festnehmen können und dann die Römer hängen zu geben. Kaiphas hat nicht gewusst, wo reich er war. Dort Jesus für das Volk sterben muss. Was für ein wunderbares Beispiel dafür, von wo viel heicher und beter Gott seine Wege sind als Menschen ihre. Und ich will diese Stunde schließen mit einem Wort Gottes von Psalm 18, Vers 31. Dort sagt du in Gottes Wort, Gott seine Wege sind vollkommen. Und den Herrn seine wird es nicht zu merken. Er ist ein Schild für all die, die er vertrauen ab am Satan. Liebe Geschwister, wenn wir uns vertrauen auf Gott in seine Wege Satan, irgendwann wieder nicht einmal verstehen. Gott verlangt nicht, dass wir seine Wege verstehen müssen. Er verlangt, dass wir uns auf ihm verlassen. Er weiß, was er tut. Er merkt niemals Fehler. Er sagt, guck mal, ich will mit dir gehen. Aber jemanden mich vertrauen. Und das, was wir tun wollen. Möge Gott uns damit helfen. Amen.